Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Wir haben jetzt CD 2 beendet und machen tatsächlich bei CD 3 weiter. Da sind wir jetzt direkt überm Nordkrater. Und da können wir runtergehen. Tja. Gib 8. Niemals. Jetzt haben wir nämlich die Möglichkeit, wir können da runterkraxeln und damit alles und können dann damit alles abbrechen. Oder wir können nochmal optional fortgurken und nochmal Sachen erledigen. Und ich mag noch ein paar Sachen erledigen. Volk, dein Befehler. Weiter. So. Wenn wir dort hin wollen in das Gebiet, müssen wir dort wieder hingehen. Und dann sind wir wieder automatisch auf der Highwind und können die Leder runterkraxeln. Aber wir nutzen jetzt erstmal unseren coolen Antrieb. Und ich mag noch die ultimative Waffe für Sid besorgen. Weil Barret und Cloud haben wir jetzt erst einmal bedient. Und für Sids Waffe müssen wir, wie Kinds dann anders sei, noch Rocket Town. Und das finden wir hier. Alla hopp und zack und runter. Und jetzt retten wir mal mit dem Opa. Was sagst du? Was sagst du, Opa? Mei kostbare Rakete, sie ist fort. Ich weiß schon, egal wie genau ich hinguck, die Rakete, die bleibt verschwunden. Aber ich kann einfach nicht aufhören, denn von mir aus die Barott von dem alten Mann. Tut mir leid, dich da reinzuziehen. Für mich ist das eine Art von Hobby, aber nimm das als Zeichen von meiner Anerkennung. Venus-Hymne. Ich mag, dass du drauf aufpasst und es benutzt. Wird gemacht, Opa. Jetzt rüsten wir es nämlich gleich mal aus. Da haben wir dann Venus-Hymne. Auf 97 steigt der Angriff und Angriffprozent wird um 1 erhöht. Und wir haben 2 Slots mehr. So. Da können wir jetzt auch gleich mal was reinpacken. Was können wir dir noch reinpacken, Sid? Wir könnten dir, Hitze ist jetzt relativ witzlos, um ehrlich zu sein. Wir könnten, was könnten wir dann? Analyse ist Quark eigentlich. Morph, komm, Morph packen wir dir mal rein. Und wir packen dir mal eine MP-Absorption ein mit gekoppelt. Warum dann nicht? Jetzt haben wir auf jeden Fall für unser Burschenschaft hier die 3 beste Waffe parat. Dann habe ich auch noch was gesehen, was mir noch fehlt. Und zwar gibt es beim Koosmo Canyon noch der zerstörte Reaktor. Und da habe ich anscheinend auch was verschnarcht. Moment mal, da ist er. Zack. So. Zu dir wollen wir nochmal rein. Du zerstörter Reaktor. Ich habe nämlich was verschnarcht hier, liebe Leute. Nee, hier schon Volk. So. Beim zerstörten Reaktor selber. Haben wir noch etwas? Außer so ein kleiner Zufallskampf mit irgendwelchen Knilche, die euch lieber nicht mit uns anlegen sollten. Oh, was bist denn du für einer? Weedy-Angriff. Schwerer Panzer ist der, okay. 6000 und 9999, okay. Ach Gott, das ist ein Sid, das ist aber echt ein Giganto-Ding. Okay, der hat so einen Löwepenis mit Widerhaar gekriegt. Das nennt sich dann Venus-Hymne. Jo, aber hier im zerstörten Reaktor habe ich was verpasst. Und zwar leuchte was rot. Hätte ich mal vorher drauf kommen können. So, jetzt warte ich mal auf das Sid, bis der kommt. So, Sid, du kommst jetzt zum Angriff. Ich mag nur, dass du drauf rutscht. Okay, 5000 ist, ach, nicht schlecht. Das ist eine Hausnummer. Ich mag übrigens jetzt auch den, die dappische Materia doch rausnehmen. Die Generalangriff-Materia ist doch nicht so toll wie gedacht. Ich mag lieber, dass er Ammo richtig arg greift. Stattdessen gebe ich dir einfach die Analyse. Das kann manchmal auch nicht schlecht sein. Und, na, machst du dran? Dort drinnen glänzt etwas. Ich greife mal da noch. Materia Titan. Das bietet sich doch jetzt. Ach, ich habe doch noch eine Materia gesucht. Rot Titan. Und nee, es beschwört nicht Olli Kahn. Titan. Ohne Abwehr ist nichts mit Titan. Nee, das ist tatsächlich eine Erdmateria. Also hat Element Erde, das Ding.
Sid ist ja glücklicherweise jetzt als erster dran. Und dann lassen wir ihn mal gleich. Da ist er, Titan, aber der ist nicht besonders stark. Wie ihr seht, oh, er hat ihn gleich schon gekillt mit dem Konter. Warum auch nicht? Titan verbraucht auch nur 46 MP. Daraus kann man schließen, dass das eher Clanny-Beschwörungsmateria vom Anfang ist. Die hätte ich bei CD-Ends schon holen können. Aber irgendwie habe ich das damals verpennt. Jetzt mag ich euch aber auch noch was zeigen. So. Moment. Gold Saucer, genau. Wenn wir hier runtergehen, sehen wir hier ein lustige Tentakel und aus dem erwächst Ruby Weapon. Ihr könnten jetzt wischt sein und ich glaube, das Ding kann man auch so anfahren. Ich bin mir doch nicht ganz sicher. Wir machen aber jetzt mal Folgendes. Wir speichern. Und zwar verwende ich hier dann mein drittes Slot, der mir zur Verfügung steht. CD 1, 2 und 3. So. Ich probiere das jetzt einfach mal. Kuckuck. Und da wächst was raus. Und der Hahnebambel, der attackiert uns. Und das ist einer von der allermächtigsten Gegner im Spiel. Und ich glaube, wir überleben nicht nur sein erster Angriff. Jo. Sogar dann haben wir tatsächlich noch überlebt. Nicht schlecht. Ich mag mal gucken, was man von dir überfallen kann. Mächtiger Springer. Und damit ist das Spiel beendet und wir haben Ruby Weapon kennengelernt. Okay. Das heißt, ohne Level 75 geht du erstmal gar nichts. Und dann muss man auch noch mit diverse Materia im Master aufgepumpt sein, damit da irgendwas geht. Und ja, ihr seht das Problem, denke ich. Ähnliches Problem gibt es auch noch beim anderen Kumpel. Das mag ich euch auch mal gerade demonstrieren. Ja, da haben wir's. So. Weswegen ich damals gesagt habe, bloß nicht berühre. Ah, da ist er ja schon. Hi. Kuckuck. Na, kommst du her? Kuckucks. So. Dann haben wir jetzt gestriezt. Und jetzt sind wir beim 20-Minuten-Limit, um den Knabe hier fertig zu machen. Und das ist Smaragd-Weapon. Smaragd-Choice. Damit hat er uns schon Barret gekillt. Danke dafür. Aber wir machen schon mal nicht schlecht. Schade die Sache. Bläb. Jetzt hat er mich gepumpt. Und jetzt bleibt nur noch Sid übrig. Ich überfall dich mal. Nichts zu stehlen. Okay, du hast nicht mal was, aber ich habe dich dafür attackiert. Smaragd-Schuss. Überleben wir denn? Nö, natürlich nicht. Ähnliches Problem. Ähnlich lustig. Ich glaube, ihr könnt verstehen, warum ich die jetzt als normaler Let's Player nicht in Angriff nehmen mag. Ich bin, wie gesagt, kein Pro-Gamer und ich glaube, das Problem ist schon ziemlich verdeutlicht, als ich die jetzt angegriffen habe. Ich wollte sie euch trotzdem einfach mal so zeigen. Södeler, ich glaube, mir haben soweit alles, was ich mal besorgen wollte. Obwohl, nee, du gibt's doch noch was. Aber, kann ich da... Wo ist denn mein Tiny Bronco abgeblieben eigentlich? Ich weiß es nicht, wo mein Tiny Bronco ist. Ich glaube, da haben wir ein kleines Problemchen, oder? Weil ohne Tiny Bronco... Kommen wir da überhaupt hier ohne Tiny Bronco? Moment, das checken wir gerade mal. Nee, ohne Tiny Bronco können wir nicht zu der Höhlerei. Es sei denn, die Highwind kann jetzt wundersamerweise im Ödland landen. Nee, das kann sie nicht. Und wo mein Tiny Bronco abgeblieben ist, weiß ich jetzt leider auch nicht. Ah, immer wenn man seine Gerätschaften verlegt, das ist jetzt halt auch ein bisschen schade. Aber ich glaube, soweit habe ich dann alles, was ich euch zeigen wollte. Und ich steht auch Sache, ich nehme jetzt einfach auch mal das letzte Gebiet in Angriff, weil soweit alles erledigt ist. Ich verzichte, wie gesagt, auf die Schokobootsucht und ich verzichte auf Ruby und Emerald Weapon. Und wir kümmern uns lieber um Sephiroth. Der ist einfacher. So. Hier wollen wir runtergehen. Und jetzt ist es wieder soweit. Ich mache an der Stelle nochmal der alles entscheidende Speicherpunkt. Weil ab dem Punkt gibt es kein Zurück mehr. So. Rudi Erwet. Dein Befehl? Ah, Moment. Nee, Moment. Nö. Rudi Erwet. Ich mag zuerst mal HP und MP wiederhersteller.
Und dann lasse ich mir nochmal gut die Erwe-Sache. Und mache jetzt meinen alles entscheidende Speicherpunkt. Ja. Dann machen wir hier. Weil ab hier gibt es kein Zurück mehr. So. Und alles auf dem dritten Speicherpunkt wird im Endgebiet stattfinden. Alla hopp. Dann wollen wir mal. Da sind wir. Und da geht's lang. Scheint so, als könnte man hier mal runterrutschen. Alles klar, auf geht's. Das macht er jetzt auch automatisch, das Gerenner. Noch ein Schluck Wasser genommen. So. Jetzt sind wir im Endgebiet. Speicherkristall. Wie Speicherkristall? Was machst dann du? Erzeugt Speicherpunkte im Nordkrater. Das heißt, wenn ich Bock hab... Nö, ich mache jetzt gerne wieder zurück. Wenn ich Bock hab, kann ich irgendwo einfach einen Speicherpunkt entstehen lassen, wo ich das will. Jo, aber da kommen wir nur dort hier. Und hier gibt es ein paar ziemlich urige Gegner für uns. Wie zum Beispiel die Zweckerpalke hier, Flügelhund. Klingt ja besonders gefährlich, ist aber nicht schlecht. Zumindest wenn es aufsteht. Jetzt kriegt das dappige Vieh nämlich Farb und attackiert. Und versteinert mich in 30 Sekunden. Ich bin ja tot. Keiner von uns betroffen, aber das Vieh hat sich selber gekillt. Okay. Jetzt steht der auf. Und berührt der Cloud unsittlich. Ja, uff. E4 tot bringt auch in dem Fall nichts. Das wird wahrscheinlich wieder so Feindeskönne sein, dass die durch 4 teilbare Level der Tod bescheren können. Schwarzer Drache. Der macht auch nicht schlecht Schaden, muss ich sagen. Du solltest mal lieber heiler. Hör auf. Ich wollte gerade sagen, hör auf, hier mein Cloud unsittlich zu berühren. Wir machen hier körperliche Barriere mal auf uns. Ich weiß ja nicht, wie lange der Kampf so dauert. Und schwarze Drache sind wir gewöhnlich doch recht starke Gegner. Hat man mir immer so gesagt. Drachenforce. Cloud wehr mal lieber ab. Und Sid, du machst mal einen Überfall auf das Vieh. Und konnte nichts stehlen, aber die Viecher haben was. Ich weiß es genau, Drache haben immer was. Und 5000 Erfahrung und 350 AP gibt er. Also die Gegner sind hier echt nett ohne. Das muss man dann lassen. Aha, du hupst da wie ein junges Reh Richtung Lebensstrom, oder? Ach Gott, Drama Queen, wie hier die Dinger abbrechen. Abwehrkapsel. Ach ja, wir haben hier noch vom Hojo Kraftkapsel, merke ich. Kraftkapsel, die kannst du vertragen, Sid. Und eine Abwehrkapsel gebe ich dir mal Cloud. Dann ordnen wir das mal wieder richtig. Jetzt haben wir 3 Bube, ja auch ihre beste Waffe. Das ist auch nicht verkehrt. So. Ach, wieder so ein Flughund. Okay. Sid, überfallen einfach mal. Cloud, du wärst ab. Ich will deine Attacke für sowas nicht verschwenden. Sid, gib mir auf die Schniss. Ah, warum gibst du doch keinen Konterbu? Ich bin ja tot. Die sind sehr opferbereit, die Kreaturen, muss man sagen. Bringt mir aber nichts. Ach ja. Sodala. Sind wir wirklich nicht durch 4 teilbar? Eigentlich müssten wir doch durch 4 teilbar, aber ich beschwere mich mal nicht. Okay, so, wieder aufgepowert. Und dann wursteln wir uns so noch durch und dumm. Und immer im Licht folge, wie im richtigen Leben.
gehe ins Licht. Okay, das sind nochmal so ein paar von den... Ach, ich hab die Schnauze voll von euch. Nur, dass die dann wieder mit ihrem E4-Tod kommen. Okay, jetzt sind wir hier in dem Gebiet gelandet. Huch, was war denn das? Mit X raufklettern. Ah, okay, cool. Was ist denn das hier für Getier? Sid, Parasit. Okay, cool. Pfui Teufel, Parasit, Paraschwanz. Das ist doch etwas verstörend. Sid, machen fertig. Cloud, du wärst ab. Paraschwanz. Barrett, kick ihn. Und Sid, du gibst mir recht, bitte. Dankeschön. So wird's gemacht. Na Allah. Ich glaube aber, unseren Barrett ist traurig. Und unseren Cloud ist auch wie immer traurig. Gucken wir gerade mal. Hyper kuriert Trauer. So. Haben wir das mal gemacht. Allah, hopp, runter. Was ist denn da? Oh, ich will da dran. Ich will an die Materie her. Kraxel mal hoch. Und finden. Eine Kraftkapsel. Okay. Materia, HP-Absorption. Das ist ach nie verkehrt, sowas. Das können wir auch wieder koppeln. Beispielsweise Multi-Angriff. Kapseln mal hier mit HP-Absorption. Absorbiert HP des Gegners. Das heißt, wenn ich jetzt 2 Mal angreife, absorbiere ich auch HP. Das probieren wir jetzt einfach mal aus, das Ganze. Erde, auf den Zauber können wir immerhin noch verzichten, denke ich. Also, runter. Was für heroische Melodie. Da können wir nur raufklettern. Dann sei es so. Da können wir mal runterhupsen. Und so genauso. Und die Treppe runter. Okay. Der Weg sollten wir uns trotzdem merken, zu der Ende Truhe, die noch over links wart. Also von unserem jetzigen Standpunkt aus. Ach, alles voll mit Parasite hier. Voll Teufel. Wir machen nochmal eine Heilung 2 auf uns. Sid, Überfall des Mistvieh. Und, was habt ihr? Ich will wissen, was ihr habt, ihr Viecher. Heilmittel, sehr schön. Barrett, machen platt. Sehr gut. Manometer, der Barrett, oder war echt Schuhgröße Kindersarg. Das ist ja heftig. Das ist mal eigentlich eben erst aufgefallen, obwohl ich ihn die ganze Zeit überspiele. Aber egal. Abwehrkapsel, okay. Wo geht's dann hier? Ups. Das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich da noch hier zu dem Ding. Ach Gott, schwiegt ein Kadaver da hochklaut. Gemütskapsel. Dürfen wir auch nie vergessen. Wo geht's dann hier lang? Oh, das geht schon in eine andere... Nein! Wolk! Ach, ich will wieder hoch. So. Hör auf, fertig zu machen. Natürlich. Wieder nur Parasite. Oh ne, ein schwarzer Drache. Sehr schön. Okay. Wolk. Ich mag, dass du uns heilst. Und Sid, ich mag einen Überfall auf das Vieh. Und Barrett, ich mag Feuer 2 auf das Vieh haben. Ich will so viel wie möglich von dem Vieh klauen. Cloud, du wehrst ab. Und Sid, du überfällst dann nochmal. Konnte nichts stehlen. Ich mag so gut wie möglich von dem Vieh Gegenstände klauen. Ich will einfach wissen, was es hat. Da kann man mal so ein bisschen auf die Schniss-Action in Kauf nehmen, die Sache. Und, hopp. Und, oh Mann. Aber Überfall haben wir jetzt auf jeden Fall auch mit dabei. Das heißt, beim Raub, sehr schön, Sid hat ein Level kriegt. Beim Überfall wird auch noch geklaut und regulär Schade ausgedealt. Das ist nicht verkehrt. So, darüber können wir... Ach, da können wir uns nämlich noch das Kistelnei petzen. Was mir da aber noch fehlt. Aber ich kann nach hier lang gehen und das noch mitnehmen auf dem Weg. Eine Zauberkapsel. Wir kapseln uns hier in einem Gebiet.
Okay, da kann ich nicht entlang, aber da kann ich hochkraxeln. Dann gehen wir jetzt den ganzen Weg wieder zurück, bis wir da oben hinkommen. Und das ist natürlich nur mit dem Kampf verbunden, war ja klar. Was kommt dann hier nochmal? Oh, nee. Oh, ich will ich einfach nicht. Nehmt's mir nicht übel, aber bei Denner, das ist langweilig irgendwie. Und das wäre Limit-Attacke-Verschwendung jetzt. Ohne Elixier. Okay. Ach, Cloud ist mal wieder traurig. Alte Emo. Kraftkapsel kann das mal das Sid vertragen. Abwehrkapsel können wir mal einen Barret. Gemüt kann auch vertragen. Und Zauber, ich glaube die beste Zauber hatte Cloud mit seinem Geheiler. Deswegen kriegt der die erstmal. Okay, jetzt gehen wir den ganzen Weg wieder zurück. Und dann gehen wir ins nächste Gebiet auch gleich. Die Elixiere, die wir so fleißig gesammelt haben im Laufe der Zeit, werden wir hier am Nordkrater übrigens auch noch für einen speziellen Gegner gebrauchen können. Der nennt sich Zauberkessel. Und der gibt eine Menge AP und eine Menge Erfahrungspunkte. Also zum Leveln ist der perfekt geeignet. Vor allem, wenn ihr mal in die Ausrüstung reinguckt. Dort seht ihr unter der Materia-Fassung, seht ihr auch noch Wachstum. Und wenn das mit doppelt bezeichnet ist, zum Beispiel hier keine, hier normal. Und wenn Dober deine Armbänder zum Beispiel doppelt ist, dann kriegt ihr auch doppelte AP. Das ist natürlich auch was sehr, sehr Praktisches und eignet sich gerade für die Gegner hier hervorragend. Nee, euch will ich jetzt eigentlich auch nicht, um ehrlich zu sein. Ich mag für euch dappige Viecher echt keinen Limit-Angriff-Verschwender. Und nicht die Sache, in dem Gebiet machen wir jetzt auch erstmal einen Cut. Wir sehen uns morgen dann wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ian Yankee.